Ich werde dieses So, vom Keller sind wir wieder draußen. Ich verspreche es, Meister. Und jetzt wollt ihr, wo wollt ihr hin? Den fern. Zu dem Typen da. Du bist ja du aus. Ja, habt ihr was für mich? Das ist zu, aber möchte du eine? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Am Schreibtisch eine getönte Lesebrille, die konnte er behalten. Einen Key. Und ich habe gemeint, ich soll da ein Audiolog abspielen. Beim Käfig. Hört es. Beginn again. Sierra Madre. Lass nicht zu, dass er dazu bringt, mich Ja, Alter, warte mal. Verletzt hält ihn fern. Der Mann improvisiert ein bisschen. Da auf dem ranzigen Scheißhaus. Ein Code. Wenn er meint. Der ist leer. In der Rumpe kann man findet auch nichts. Bandagen. Ein Gefäß mit Wolkenrückständen. War das nicht gefragt? Hätte ich gemeint. Ja, ein Terminal. Aber interessiert mich gar nicht. Eine Sierra Madre Rüstung. Schutzwert 15. Was sagst du denn? Haben du eh nix. Aktuell Hobby. Dead Money Overall. Schutzwert bei 0 oder wie? Pass auf. Das ist der Schlafanzug, den ich auch hab. Und das kriegen wir jetzt. Besser als gar nichts. Da brauche ich 50. Gibt keine 50. Jetzt lieber, bevor Da ist nichts drin. er zu weit kommt. Patronen. Wobei der Leo. Die bringt doch was. Eine weitere Rüstung. Und ein Helm. Er braucht ihn auch. Ja, pass auf, wie schaut denn aus? Ja gut, geht schon. Zumindest speibt mich keiner voll. Was ist das da? Achso, da war ich schon. Okay Leute, dann würde ich sagen, Meister, hilf mir. schauen wir mal zu ihm da. Meister, hilf mir. Bitte. Meine Audiologs. Wo sind die versteckt? Und ein Hilfsmittel? Ja nicht, oder? Der Platin-Chip. Für den Augenbot. Du erinnerst auch nicht, oder? Sonstiges. Warte mal, da sind wir. Doc Befehlsband. Doc, zurück in den Käfig. Wen Aha. haben wir denn hier? Sie sind nicht Die Nummer der, zum. den ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Aber auch wenn Sie es nicht sind, Sie können Befehlen folgen. Gut. Sie können kein Idiot sein, wenn Sie herausgefunden haben, wie man mich aus meinem Käfig befreien kann. Oder vielleicht sind Sie es doch. Mit ihren Leinen um Arm und Hals. Und wir mit unseren Halsbändern und Fesseln. Wir könnten verwandt sein. Verwandt, wir zwei? Bestimmt nicht. Bruder, was ist denn passiert? Ich bin die Stimme der Vernunft. Manchmal schlafe ich, unten im Keller, im Käfig. Da ich jetzt wach bin, geht Doc zurück in den Käfig. Doc weiß, dass ich hier bin, kann aber nichts dagegen tun. Ich bin sein Gewissen.
Man muss ihn zähmen, damit er uns nicht verletzt. Ich sitze hier schon seit einiger Zeit fest. Dann kommen Sie und lassen mich heraus. Sie haben meinen Käfig nicht grundlos geöffnet. Warum? Die Frage lautet, warum nicht? So, pass auf, mit der Wissenschaft. Die multiple Persönlichkeitsstörung. Hast du die? Nimm das doch. Das ist die einfache Erklärung, Wissenschaft, die die Klimmer. Menschen verwenden. Vorkriegstechnologie, als wäre das die Wurzel allen Übels für Körper und Geist. Ich musste aus dem Käfig raus, um Doc zu beschützen. Vor schlauen Menschen wie Sie. Sehen Sie die Wunden, die seine Haut übersäen? Die Bärenfalle an seinem Arm. Er hat seine Hand selber hineingesteckt. Der in seine Brust geritzte Name erinnert ihn daran, wer er ist. Fügt sich Schmerzen zu, damit ich ruhig bin. Dabei versuche ich doch nur... Er schneidet und verletzt mich, versucht sogar mich zu ermorden. Er wird es nicht schaffen. Er macht mich nur noch wütender. Doc ist die Bestie. Wir tauschen einfach die Käfige, wie den hier. Es ist in der Nähe. Näher als mir lieb wäre. Doc denkt viel nach, muss denken, bevor er isst, kauen, bevor er schluckt. Da ist er eigen. Jetzt ist das Halsband ein Teil von mir. Ich fühle seinen elektronischen Herzschlag tief in mir brennen. Wie früher. Es war kalt und schwer, bevor ich in den Käfig gegangen bin. Jetzt sind sie hier und es zieht an mir wie eine Hundeleine. Interessant. So, dann nehmen wir jetzt. Die Halsbänder gegessen. Tatsächlich. Sie trennen sich ab. Dann sehen sie wie Rat-Skorpione aus. Und wenn sie an warmes rotes Nackenfleisch befestigt werden, Doc kümmert es nicht, was sich an dem Körper befindet, den er zerquetscht. Er wird ihn verdrehen und zerteilen, bis er satt ist. Doc kann nichts dafür. Hungrig, gierig. Jetzt ist das Halsband in ihm und wieder aktiv. Wir sitzen hier in der Falle, bis es wieder kalt ist. Ach ja? Trotzdem hat es sie zu mir geführt. Und jetzt sind sie hier und es brennt mir ein Loch in die Eingeweide. Vielleicht ruft es seinen Besitzer. Ja, Mann. Wenn es gerade die Eingeweide sind, dann geht ja noch. Ich habe keine Wahl. Manchmal gewinnt der Instinkt die Oberhand, dann gehe ich in den Käfig. So kann ich meine Neugierde befriedigen. Schließlich konnten Sie sich das Halsband auch nicht aussuchen. Vielleicht war es Ihre Neugierde, die dazu geführt hat, dass Sie es angelegt haben. Ja, weiter, Bruder. Ich bring dich raus. Nein, nein, eher nicht. Sogar hier drin habe ich mehr Kontrolle als Sie. Ich gehe erst, wenn derjenige aufkreuzt, der die Halsbänder kontrolliert. Nicht seine Stimme, sein Handlanger oder sein Lakai. Er persönlich. Und wenn er zu mir kommt, werden wir die Angelegenheit klären. Gehen Sie zurück zu Ihrem Meister. Ich warte auf ihn. Doc mag ihm gehorchen, ich nicht. Dann gewinne ich trotzdem. Ich sterbe lieber in dieser Zelle, anstatt zuzulassen, dass Doc weiter seinen Befehlen folgt, hungrig nach Anerkennung. Der alte Mann, er muss festhalten an der Vergangenheit am Madre. Ich wäre lieber frei, raus aus dieser Hülle, anstatt weiter gefangen zu sein. Sie wollten alle erst nur die Freiheit. Dann dachten sie, dass sie ins Sierra Madre kommen könnten. Danach war ihnen die Freiheit nicht mehr wichtig.
Sie konnten nicht mehr loslassen, ebenso wenig wie der alte Mann. Sie wollen also ihre Freiheit. Nein, selbst wenn Sie es jetzt so sehen, wird es nicht so bleiben. Sie werden es vergessen. Die Gier wird Sie blenden und Sie werden sich ändern. Meine Gier, die habe ich unter Kontrolle. Doc? Sie sprechen doch jetzt nicht mit ihm, oder? Nein, selbst wenn Sie Doc aus seinem Käfig zerren, wäre er noch nicht aus diesem Käfig raus. Ich habe ihn da nicht ohne Grund reingesteckt. Wenn er entkommen könnte, dann wäre er schon entkommen. Also bleibt er, wo er ist. Natürlich nicht. Dieser Käfig ist fest verschlossen. Vor Ihnen und dem alten Mann. Natürlich weiß ich das. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Unten im Käfig höre ich die Echos der Schritte. Das Klicken der Halsbänder. Jedes Mal, wenn ich jemanden wie Sie sehe, weiß ich, wie Sie hierher gekommen sind. Sie kamen alleine nicht zurecht. Genau wie Doc. Sie hören die Stimme, das Versprechen, und dann tappen Sie geradewegs in eine der Fallen des alten Mannes. Dann kommt Doc und schleift Sie hierher. Ich? Sie glauben, ich schleppe Körper durch die Wüste wie ein Brahmin unter der Peitsche? Nein, das macht Doc, sagt der alte Mann. Hol Doc. Sie saßen in einer Menschenfalle und Doc zog seine Runden und hat sie hierher geschleppt. Wann, weiß ich nicht. Jedenfalls vor kurzem, vor dem Käfig. Der Rückweg ist egal. Versuchen Sie zu fliehen oder sich zu widersetzen und Ihr Halsband beendet die Reise schneller, als Sie glauben. Sie sind schlau. Sie finden den Rückweg, wenn Sie die Villa verlassen. Ich würde den Rückweg finden, wenn ich überhaupt zurück wollte. Sie können erst dann weg, wenn Sie der alte Mann gehen lässt. Dieses wunderschöne Paradies mit all seinem Gift und dem Tod ist unsere Heimat. Jeder mir sagen, er ist Doc, oder? Sie sind nicht er und ich bin nicht Doc. Aber dieses Halsband, das Sie tragen, Sie sind ein Handlanger des alten Mannes. Vielleicht unbeholfen, aber ein Werkzeug. Und sobald Sie sich an die Sierra Madre gewöhnt haben, und dann fühlen Sie denselben erdrückenden Hunger wie der alte Mann. Und dann werden Sie er sein, nicht nur sein Handlanger. Elijah. Ein Mensch schwach wie alle Menschen. Das Alter umkreist ihn wie hungernde Hunde, die sein Blut fordern. Für mich stinkt er nach Alter und Versagen und Wahnsinn. Für mich ist er einfach der alte Mann. Für Doc ist er der Meister. Sein Name ist egal. Die Jahre vergehen. Hoffnungen und Träume rinnen wie Sand aus der großen Leere durch seine welken Hände, von der Sonne verbrannt. Der alte Mann, dieser Elijah, er hat aus Arroganz versucht, die Sonne in den Händen zu halten und wurde bestraft. Ikarus flog zu hoch. Elijah wollte die Sonne zu sich herunterholen. Pure Arroganz. Natürlich weiß ich das. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Unten im Käfig höre ich die Echos der Schritte. Das Klicken der Halsbänder. Jedes Mal, wenn ich jemanden wie Sie sehe, weiß ich, wie Sie hierher gekommen sind. Sie kamen alleine nicht zurecht. Genau wie Doc. Sie hören die Stimme, das Versprechen. Und dann tappen Sie geradewegs in eine der Fallen des alten Mannes. Dann kommt Doc und schleift Sie hierher. Ich? Sie glauben, ich schleppe Körper durch die... Sie saß... Ich erinnere mich nicht an Sie.
was nicht überraschend ist. Aber so war es auch, als Dog aus seinem Käfig heraus war. Frei, hungrig. Er weiß, dass er nichts essen darf, was er in den Fallen fängt. Darum hat er sie hierher gebracht. Sie blieben verschont. Dog muss nach ihrem Eintreffen gefüttert worden sein. Danach konnte ich nämlich den Käfig verlassen und ihn einsperren. Wie lange waren Sie draußen? Ich muss schon im Käfig gewesen sein. Hatte das Halsband schon in mir. Zum Glück hat Dog sie nicht gefressen, sonst wären wir uns jetzt näher. Natürlich haben Sie Fragen. Und ich auch. Pass auf, noch mehr Fragen. Wie schaut aus mit Dietrich? Der Schlüssel? Na, das ist der alte Mann, der uns hierher gebracht hat. Ich habe den Schlüssel an mir versteckt, damit Dog nichts erfährt. Der alte Mann muss einfach auftauchen, damit ich mit ihm sprechen kann. Wenn Dog die Kontrolle gehabt hätte, als der alte Mann kam, er hätte wie immer seinen Befehlen gehorcht. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Dog gehorcht, ja. Warum? Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt zum alten Mann aufzunehmen? Aber selbstverständlich. Sie spielen nicht. Falls doch, finde ich einen Weg aus diesem Käfig und bereite ihnen ein Ende. Ich ermorde sie, zerquetsche ihre Arme und... Du geh, reiß jetzt um. Darf man den auslassen? Nein, 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 nicht! Dafür werde ich sie noch leiden lassen, das verspreche ich! Auch wenn es vielleicht keine Rolle mehr spielt, so vermute ich trotzdem, dass das Sierra Madre für jemanden wie Sie nicht Lohn genug sein wird. Das glaube ich ja. Meister? Doc nicht gehört, dass du reinkommst. Zu hungrig. Jetzt an der Käfigtür? Meister Doc hört zu jetzt, wo du da bist, und ich hören Hunger egal. Meister, Doc ist hier. Was will Meister? Meister will heim. Doc hat kein... Da ist er. Doc wusste nicht, dass er da ist. Wie kam er dahin? Sei still. Wenn wir provozieren, machst du mal so. Ja, Meister. Meister klingt anders. Leiser. Meister, Doc will nicht mehr im Käfig sein. Doc wird diesmal gut sein. Doc verspricht es. Braver Köter. So folge mir. Ja, Meister. Doc hat lange gewartet. Hat dir viele Menschen gebracht. Doc wird folgen. Geitervolk, nimm dich in Acht. Warum trat er durch? Oh Gott. Zusammen doch, bist du brav? Speid mal. So, wie schaut darin aus? Pik 8. Es gibt 5 Karten. Bauchknurr. Maul. Geht du mit? Passt. Und jetzt stellt mir die Frage, was tun wir mit dem? Mein Gott, sag du mir. Gut. Doggy Boy. Robert Masch. Was sagt denn? Da ist sie, oder? Wo treibt er jetzt? Treibt er durch, oder wie? Du geh weg, die Kamera kriegt er watschen. Oder 2. Ja, so mit Tag, haust du zu?
Doc wurde hungrig. Geisterfallensteller. Doc, wie schaut denn aus? Kriegt er den Klo? Ey, die Hüfte ist fort. Wo treibt er jetzt? Doc wurde hungrig. Bei der Wurm in den Schädel. Erhöht vielleicht die Denkfähigkeit. Ein bisschen Glück. Also dem wurde die Rumor gefutzt. Anschreien, weil Doc hungrig. Eine Bärenfallenfaust. Gewicht 6. Brauchst du die? Ja, nicht, oder? Nicht aufhören. Brauche immer mehr. Immer mehr? Kenn ich. Brauche immer mehr. So, der Karten noch immer die Dome. Was haben da für ein Scheiß aus? Nix. Doc, aus da. Da stinkt's. Eine Giftwolke. Verteidige aus da. Nicht schlecht. Da haben Scheine geschissen. Eine Blechdose. So, pass auf, da war ich schon, oder? Da liegt nämlich der Kasperl noch rum. Da bleib mir da. Da kommt er. Vorbei, lass uns zuhauen. Sparen wir die Munition. Ja, bitte, wer frisst die Zombie, gell? Solange er mich nicht frisst, dann geht es noch. Wo ist Meister? Ist er weggegangen? Maul, geh mit. Doc wird gut sein diesmal. Bevor du durch das Tor zum Puesto del Sol gehst, rufe erst die anderen zusammen. Die anderen, warte mal. Holt er da aus rundum? Bei der Giftwolke. Wer bleibt denn da? Bist du verschnupft oder was? Bauch knurrt. Da braucht den Key, aber wie gehen wir denn um? Der Verkaufsautomat. Aha. Du, warte mal. Da war doch ein Code. Bringt dir was? Meine Rezepte? Aha. Da kann ich meinen Chips einlösen. Was für ein Kaliber habe ich? Was kann oder? Meine Flinte. Kaliber 20. Da habe ich 2 dabei.
Kann ich lieber 20 herstellen? Ah, nicht, oder? 308. Ja gut, 3 Schüssen. Das bringt ja gar nichts. Schöner Kreis auf Maschine. Leuchtet. Da kommt der Mike 4 da. Da hat die geile Puppe. Die muss ich mir anschauen. Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Vor der Abraham. Gemein. Oder wird der Kosten? Herr Leier. Da bist du ja wieder. Aber warum schon jetzt? Such erst die anderen 3. Danach sehen wir weiter. Vorher nicht. Dann los. Das Sierra Madre mag warten können. Ich kann es nicht. Ja, kann ich warten? Also da, den wenn ich ihn erwisch, wieder schlagen du Fristen. So, dann galoppieren wir jetzt da hinten. Wen soll ich da? Haltbahn 14. Der Din Domino. Oder Din Domino. Mach's hier nicht. Je nachdem. Zurück. Zurück zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Nix Kirche. Vermisse Da gehen wir die um. Kirche. So, da haben wir, da schau her. Ein Stimpack. Automatisches Gewehr, 308. Na gut, können wir schleppen. Ein Hologrammverkäufer, was ist das? Was Schlechtes gefressen. Schmeckt wie verbrannte Kabel. Warte, wie schaut denn aus? Hat er was Gescheites? So, der hat für mich Stimpaks. Deckel, toll, ja, gar nicht. Automatisches Gewehr. Das, wenn ich verschärfen das. Hau das weg. Wobei, da hat er gar nichts. Keine Knete, dann wird die nicht mit uns zwei. Oh Gott, sind wir da richtig dran? Und der Pfennig Immer komme. Doc anschreien. Anschreien, weil Doc hungrig. Kann nicht aufhören. Brauche immer mehr. Ja, nix mehr. Muss ein bisschen gedulden. Bisschen Junkfood. One Pfennig. Doch hoch, dass er Suppen. Wolkenrückstände. Ein schweres Schloss, ja gut. Überfordert mich. Was hast denn du? Und da war ein Bettal. Aber im Tag penne ich nicht nur am Bett. Der fummelt mir zu viel. Wie da hinten? Also ich mag behaupten, wo geht drauf? Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse.
Man müsste da in die.